gibt die gute Nachricht vom Jesus, es gibt die gute Nachricht vom Apostel Paul und es gibt auch noch eine andere Meinung, die ja verschieden von den Jüngern hatten. So ähnlich klingen Heinz dort aus so von bekannten Theologen oder auch von bekannten deutschen Philosophen, die dann dummer da wollen durchstellen, dass es eigentlich in der Bibel ein Widerspruch gibt, dass die christliche Botschaft von der Bibel sich richtig mit der Zeit entwickelt hat und dass der Jesus die eng Meinung hat und dass die Jünger das auch nicht verstanden haben und dass der Apostel Paul noch eine ganz andere Meinung hat und dass der Apostel Paul der Gründer von der Christenheit war. Erstaunlicherweise, wenn ihr die Bibel oder auch Neue Testament plötzlich durchliest, stellt ihr fest, dass das irgendwie in der Bibel sich gar nicht so weist. Zum Beispiel steht in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 15: Betrücht Geduld von unserem Herr als Rettung, genauso wie unser liebe Bruder Paul ihr Stadt geschrieben wird, aufgrund von der Weisheit, die ihm gegeben. Er schreibt also den Apostel Petrus, über den Apostel Paul, über das, was hier schreibt, über den Jesus. Und hier klingt es nicht, weil die drei sich gegenseitig nicht verstehen oder nicht kannt. Mir weist eigentlich der Vers das, was den am ganzen Neuen Testament bemerkt, dass die drei Personen über das gleich geschwärzt tun. Nämlich, dass der Jesus den Herr ist, dass der Jesus der Retter von den Menschen ist, dass der Jesus die gute Nachricht ist. Also sowohl der Petrus wie die anderen Jünger, wie den Apostel Paul, sie haben alle Guten davon erzählt und wollten das ihre Menschen mit teilen.